Servus. Ich habe einen ellenlangen Text getippt und ich habe mir gedacht, ich lese euch den jetzt einfach einmal vor oder trage ihn euch vor. Und zwar möchte ich in erster Linie die selbstständigen Ansprecher, die in irgendeiner Weise kreativ arbeiten, künstlerisch tätig sind, mit Wortbild, Text, Musik arbeiten und so weiter. Und die ihre Arbeit in irgendeiner Form auf sozialen Netzwerken mit ihren Fans oder Kunden teilen wollen. Wenn du also eine Facebook-Seite betreibst, einen YouTube-Kanal oder Instagram-Profil, auf dem du deine Arbeit präsentierst, dann geht dich das was an. Und zwar geht es um die EU-Urheberrechtsreform. Ja, die wird momentan wie die Kuh durchs Dorf getrieben, müsste eigentlich mittlerweile jeder mal was davon gehört haben. Wer noch nichts davon gehört hat, dem verlinke ich Videos unten. Speziell geht es um den stark umstrittenen Artikel 13 und die darin in irgendeiner Form wohl heraufbeschworenen Upload-Filter. Es gibt da ganz viele Endzeitszenarien. Aktuell heißt es auch, YouTube wird sterben und so weiter. Da ist nicht alles wahr. Ja, da wird auch viel der Teufel an die Wand gemalt. Manches tritt gar nicht ein oder manches halb so wild, wie es dargestellt wird. Aber es gibt auch das ein oder andere Horrorszenario, das durchaus realistisch oder zumindest sehr wahrscheinlich eintreten kann. Und eines davon will ich vorstellen. Darum geht's. Und das betrifft eigentlich an jeden, der selbstständig ist oder eine Firma hat und seine Produkte oder Dienstleistungen oder Werke über Social-Media-Plattformen teilen möchte. Das Ganze ist jetzt natürlich theoretisch, das muss ich vorweg schicken, weil die Richtlinie ist noch nicht beschlossen. Da gibt es momentan 3 Entwürfe, die in den sogenannten Trilogverhandlungen stehen. Allen dieser Entwürfe ist bisher noch gemeinsam, dass die sehr weit gefasst sind, dadurch letztlich einen enormen Interpretationsspielraum zulassen, wie dann am Ende die einzelnen EU-Länder das in nationale Gesetzgebung übertragen werden. Und ganz am Ende stehen dann wieder Juristen, die dieses Gesetz anwenden müssen, dürfen, sollen, werden. Und auch die haben dann wieder Interpretationsspielraum. Und wie man weiß, Stichwort Abmahnindustrie, gibt es immer welche, die Recht auch missbrauchen. So, um jetzt konkret zu werden, nehmen wir an, die Social-Media-Plattformen werden also tatsächlich dazu verpflichtet, solche Upload-Filter zu etablieren. Dann muss ja irgendwie die Frage erlaubt sein oder gestellt werden, wer sicherstellt, dass in diese Werkdatenbanken, auf die die Upload-Filter dann zurückgreifen, auch nur echte, schützenswerte Werke drinstehen, dass die nicht missbräuchlich gefüttert werden. Weil es ist ja so, nicht jeder geistige Dünnschiss genießt auch Urheberrechtsschutz, ja? Weil das Urhebergesetz fordert eine gewisse geistige Schöpfungshöhe, damit überhaupt Urheberrechtsschutz besteht. Das kann aber so ein Filter nicht unterscheiden. Es kann also in diese Datenbank erstmal alles eingetragen werden, von dem jemand selber nur meint, das genießt einen Schutz, wäre schutzfähig. Und dann arbeitet der Filter danach. Um das Ganze zu veranschaulichen, brechen wir es mal auf ein Beispiel runter. Und zwar nehmen wir Songtitel oder Liedtexte insgesamt. Google oder vielmehr die Google-Tochter YouTube hat bereits einen solchen Upload-Filter, den nennen die Content-ID. Der funktioniert auch phänomenal gut. Wenn du ein Video hochladst, in dem ein Musikstück spielt, aber wenn das bloß im Hintergrund ist, erkennt der Filter das sehr zuverlässig, sehr schnell und zeigt dir an, dass es womöglich geschütztes Material ist, das du da gerade hochlädst. Und du musst garantieren, dass du die Rechte daran hast, weil du eine Lizenz für das Musikstück erworben hast. Sonst veröffentlicht YouTube das Video bereits heute nicht. In der Zukunft wird es aber viel weiter gehen. Da werden diese Filter höchstwahrscheinlich nicht nur das Musikstück als Ganzes identifizieren können müssen, sondern sie werden einzelne Stücke daraus, also einen einzelnen Akkord, sie werden einzelne Textzeilen, Refrains, den Titel erkennen müssen und blocken, weil es Rechtsansichten gibt, dass bereits einzelne Stücke aus einem Gesamtwerk urheberrechtlich geschützt sind. Es ist aber nicht garantiert. Es gibt nämlich einen ganzen Haufen Gerichtsurteile, in denen einzelnen Passagen kein Urheberrechtsschutz zugesprochen wurde. Ja? Da hieß es, das ganze Lied als solches, als Gesamtwerk ist geschützt, aber nur der Refrain oder eine Zeile aus dem Refrain halt nicht oder ein einzelnes Gitarrenriff halt nicht. Ja? Aber in der Datenbank wäre das trotzdem drin. Wie will man sicherstellen, dass diese Filterdatenbanken nur das blocken, was tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist? Kann man nicht. Selbst Richter und Gerichte entscheiden da völlig unterschiedlich. Und der Filter soll jetzt Gericht spielen und entscheiden, was tatsächlich schutzfähig ist. Jetzt werden aber natürlich Musikverlage, Plattenfirmen ihre kompletten Werkdaten in diese Datenbanken einspielen. Den Songtitel, den Liedtext im Ganzen, die Melodie, die Noten, das interpretierte, fertige Musikstück,
wird in dieser Datenbank sein. Nehmen wir mal ein Lied. Die in meinem Alter sind, die werden es noch kennen, es ist schon ein bisschen älter. Nehmen wir mal das Lied Hello von den Shakespeare Sisters aus dem Jahr 1992. Das steht dann also in dieser Datenbank. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich ein ganz düsteres Szenario zeichne für alle Unternehmer, die irgendwie kreativ tätig sind. Vielleicht hast du auch bloß ein Kleingewerbe im Nebenerwerb, machst es mehr so als Gaudi, um da ein bisschen was dazu zu verdienen, hast eine Brandmalerei. Du machst also Brandmalerei, Schädel und kleine Dekoartikel aus Holz. Da machst ein so ein Schädel oder eine Tafel, auf dem steht Hello. Dieses Produkt fotografierst du und willst das mit deinen Fans und Kunden auf Facebook teilen. Also verfasst du ein Posting, das Posting titelt mit Hello, schreibst noch ein bisschen was dazu. Das Foto ladst du dann hoch und der Upload-Filter, der analysiert das, was du getippt hast, da steht Hello drin, der analysiert das Foto, die Text- und Bilderkennung, identifiziert Hello in dem Foto, gleicht das mit der Datenbank ab. Es gibt einen Songtext, der da eingetragen ist, der Hello enthält, zack, wird dein Upload geblockt. Dir ist die Kommunikation zu deinen Kunden verwehrt. Ganz unabhängig davon, ob das Wort Hello alleine überhaupt Urheberrechtsschutz genießt, ob es überhaupt schutzfähig ist. Das kann der Filter nämlich nicht unterscheiden. Das müsste ein Gericht entscheiden. Und das ist der Wahnsinn an dieser ganzen Sache. Der Filter greift also quasi einer Gerichtsbarkeit vor. Und das tut er nur, damit der Plattformbetreiber aus dem Schneider ist, damit der kein Risiko angeht. Denn so viel muss uns allen klar sein, diese Filter werden im Zweifel zu scharf als zu locker arbeiten, ja? um jegliche Ansprüche von dem Betreiber fernzuhalten. Ja? Und damit ist dem Missbrauch dieser neuen Gesetzgebung Tür und Tor geöffnet. Wer sollte das rechtssicher prüfen und entscheiden, ob der Eintrag in dieser Datenbank tatsächlich urheberrechtlich schutzfähig ist und Schutz genießt? Ja? Da müssten ja immer Richter dran sitzen und diese Datenbanken kontrollieren und entscheiden, damit man weiß, dass der Filter auch wirklich richtig arbeitet. Das ist ja gar nicht möglich. Ja? Also wird dann jeder, der meint, er hätte ein urheberrechtlich schutzfähiges Werk erschaffen, das in diese Datenbank eintragen. Das wird ungeprüft übernommen und der Filter blockt. Ja? Spinnen wir den Gedanken noch weiter. Der Filter kann ja auch gar nicht wissen, ob derjenige, der da was hochgeladen hat, der echte Rechteinhaber ist. Es könnte auch so weit gehen, dass zum Beispiel einer deiner Wettbewerber da irgendetwas in diese Filter einträgt, nur um dir eins auszuwischen. Ja, es kann diese Filtertechnologie ja gar nicht leisten. Selbst Richter tun sich oft schwer, die wahre Urheberschaft festzustellen. Also wer der Erschaffer eines Werks ist und wer wirklich die Rechte inne hat. Aber der Filter wird blocken, damit der Betreiber keinerlei Risiko ausgesetzt ist. Dadurch hätte man als Selbstständiger kaum noch Möglichkeiten, seine Produkte und Dienstleistungen über Social-Media-Plattformen mit seinen Fans und Kunden zu teilen. Das lasst jetzt einmal sacken. Und warum ich das Ganze für eine sehr reale Gefahr halte, das hat einen Grund. Einige von euch werden es vielleicht schon mitgekriegt haben. Wir haben für unsere Marke gerade wieder so einen Fall. Wir kämpfen mal wieder für die freie Benutzung einer allgemeingebräuchlichen Redensart aus unser aller Wortschatz. Wir sind von einer Plattenfirma abgemahnt worden für einen Spruch auf einem unserer T-Shirts, nicht dem, sondern einem anderen. Also wir sind der Meinung, den Spruch, den wir da verwendet haben, das ist eine allgemeine Redewendung aus unserem Sprachgebrauch. Die Gegenseite ist aber der Meinung, die Musikerin, die bei Erna unter Vertrag steht bei der Plattenfirma, hätte diesen Ausspruch kreiert, erfunden, wäre damit die Urheberin und kann darum entscheiden, wer diesen Ausspruch nutzen darf oder kann es auch verbieten. Und die wollen es uns verbieten. Wir stehen allerdings auf dem Standpunkt, dass das Ding keinen Urheberrechtsschutz genießen kann, weil es a. nicht von ihr erfunden ist und b. uns schon bekannt ist, lange bevor es das Liedl überhaupt gegeben hat. Das Ganze wird es dann wahrscheinlich vor Gericht landen. Außergerichtlich haben wir uns nämlich bisher nicht einigen können. Das geht jetzt schon seit August. Mal schauen, Ausgang ist ungewiss. Wir werden sehen, was die Richter entscheiden. Aber Fakt ist, wir streiten uns um ein Wort, wo unklar ist, ob es urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Beziehungsweise um eine Zeile. Es sind ein paar Wörter, es ist eine Redewendung, eine Redensart. Und jetzt springen wir mal ein bisschen in die Zukunft. In eine Zeit, in der es diese Urheberrechtsreform bereits gäbe, in dem die bereits greifen würde und die Social-Media-Plattformen danach arbeiten würden mit Filtern. Da stünde also dieser Songtext jetzt in der Filterdatenbank mit dieser Redensart, die wie gesagt unserer Meinung nach eine übliche Redensart ist, die keiner für sich beanspruchen kann.
hätten also dieses T-Shirt, wollen das unseren Kunden präsentieren auf Facebook, auf Instagram. Laden also ein Foto hoch und schreiben den Titel noch mit dazu. Der Upload-Filter identifiziert den Text in dem Foto und erkennt eine Übereinstimmung mit dem Eintrag in der Datenbank. Er blockt unseren Upload. Wir können unseren Kunden unsere Kreation nicht mehr vorstellen. Dann müssten wir uns das erstreiten. Wir müssten dem Plattformbetreiber darauf hinweisen, dass dieser Ausspruch niemandem gehört, sondern allgemeiner Wortschatz ist. Notfalls müsste man das wahrscheinlich sogar vor Gericht erstreiten, dass dieser Datenbankeintrag gelöscht wird und wir diesen Ausspruch auch wieder nutzen dürfen. Und das ist eine ganz, ganz massive Einschränkung in die Kunstfreiheit und in die Gewerbefreiheit. Also jeder, der in irgendeiner Weise künstlerisch tätig ist, wird in seiner Geschäftstätigkeit da vehement beschnitten. Und das ist krass. Darum ist diese Urheberrechtsreform auch etwas, das viel mehr Leute angeht, als bisher nur Mona, dass es was angeht. Ja? Also beinahe jeder ist davon betroffen, der in irgendeiner Weise etwas in sozialen Netzwerken teilen möchte. Es könnte alles geblockt werden, weil alles Mögliche in dieser Datenbank steht, weil auch das muss uns allen klar sein, es könnte ja jeder Humbug in die Datenbank eingetragen werden. Und dann stehen da Dinge als Blog-Eintrag drin, angeblich schutzwürdig, die vor Gericht überhaupt gar keinen Bestand hätten. Aber der Filter hat es schon mal geblockt, weil es in dieser Datenbank steht und es niemand prüfen kann, ob der Eintrag rechtmäßig ist. Und die Unternehmer haben keine Möglichkeit mehr, auf den großen Social-Media-Plattformen, wo sich ihre Kunden und Fans halt nun mal aufhalten und tümmeln, zu kommunizieren, weil die Upload-Filter uns dort massiv beschneiden werden. Darum ist es wichtig, gegen diesen Artikel 13 oder diese EU-Urheberrechtsreform vorzugehen. Es gibt Petitionen, die laufen. Zeichnet diese Petitionen, ich werde sie verlinken. Wenn ihr Politiker kennt, sprecht sie darauf an und teilt diese Informationen mit allen, die davon betroffen sein könnten. Und das sind viele, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Tut was dagegen, es ist wirklich wichtig. Es geht um unsere Meinungsfreiheit, um unsere Kunstfreiheit, letztlich auch um unsere Gewerbefreiheit. Pfiat euch.